Herr Clement-Diot-Poet. Merci, Herr Präsident. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Menschenrechtsverletzungen gehen nicht schon genauso lang, wie es Menschenrechte selber gibt. Vielleicht sogar mehr lang. Obwohl das Konzept von den Menschenrechten auf der Idee basiert, dass es Rechte gibt, die jeder Rang allein aufgrund von seiner Existenz als Mensch zukommen, hat die Realität immer gewiesen, dass man Mensch sind allein, leider nach lang keine Garantie von den Menschenrechten gibt. Vielmehr hängt es um Wille von denen, die politisch Mursch tun, ob sie sich dafür einsetzen, dass die Menschenrechte an ihrem Staat respektiert gehen oder nicht. Wenn in einem Staat lebt, den Menschenrechte respektiert, hält es viel zu oft für selbstverständlich, dass jeder an den Genuss von seinen Rechten kommt. Wenn aber nach den Menschenrechtsverletzungen von seinem Regime zu leiden hat, muss häufig eigene Körper spüren, wie aufhängig seine Rechte als Mensch von den Rechten sind, die der Staat, an dem er lebt, ihm akkordiert. Umso mehr wichtig ist es, dass es Personen gibt, die Courage haben, sich für ihre Rechte, für die von ihren Mitmenschen anzusetzen. Dafür will ich an dieser Stelle explizit auch all denen eine große Merci sagen, die sich weltweit für die Verteidigung der Menschenrechte einsetzen. Sie gehen mit ihrem persönlichen Engagement häufig hohe persönliche Risiken an, weil sie durch ihren Aktivismus nicht selber zur Zielscheibe von Repressionen gehen. Gerade wenn es um politische Meinungs- und Versammlungsfreiheit geht, gibt politische Aktivisten und Demonstranten oft unter dem Vorwand von der Terrorismusbekämpfung an der Staatssicherheit von ihren Rechten ausgeschlossen. Aus dem Irak und dem Iran haben also in den vergangenen Monaten und Wochen immer Meldungen erreicht von Demonstrationen, die von staatlicher Seite aus mit Gewalt zerschlagen wurden und eine grosse Zahl an Blessierten und Deutschen zur Konsequenz hatten. Und auch zu einer hohen Unzahl an Verhaftungen gefordert haben. Dasselbe gilt für viele andere Länder am Nahen und Mittleren Osten. Berichte von unter anderem Amnesty International und Human Rights Watch sind viel zu lang. In Saudi-Arabien gibt regimekritische Journalisten festgeholt und am Moment Zeitungen zugemacht. In Ägypten geht hart gegen Oppositionelle vorgegangen und in Bahrain sitzen viele Personen aufgrund von ihren politischen Überzeugungen an Prisungen, an denen sie Misshandlungen ausgesetzt sind, keine oder nicht eine unzureichende medizinische Versorgung erhalten. Während sie auf ihre Verhandlung für Gericht werden. Ein fairer Prozess erwartet sie dabei nicht an den seelensten Fall. Recht auf eine faire Prozedur judiciaire und auf Rechtsbeistand gibt durch Massenverhandlungen in der Gruben und auch menschenrechtswidrige Strafen wie Todesstrafe an den Entzug von der Staatsbürgerschaft, die immer noch verhangen. Für ein paar Wochen reicht hat als Außenminister an eine Antwort auf eine Question parlamentaire, wo man bestätigt, dass nach Januar schon 2 Personen, der Mohamed Ramadan und den Hussein al-Musa, am Bahrain zum Tod verurteilt wurden. Das ist wichtig, dass wir bei so Urteilen nicht ruhig bleiben. Das ist wichtig, dass wir als immer erklären gegen Strafen, wie Todesstrafe oder Denaturalisierungen ausschwätzen. Wir haben das in der Vergangenheit gemacht, und wir sollten das auch in der Zukunft machen. Durch Denaturalisationen gehen Menschen staatenlos und verschwanden am Verlust von ihrer Citoyenität aus dem öffentlichen und gesellschaftlichen Leben. Sie können keinen Arbeitskontrakt mehr eingehen, sich legal keine Häuser kaufen oder lohnen, sich nicht bestürzen und hier kann er oft nicht an die Schule schicken. Weil Staatenlosigkeit sogar verirrt kann gehen, heißt das, dass man Generationen lang von ihren Menschenrechten weghalten. All die kleinen Momente, an denen wir ohne groß darüber nachzudenken als Carte d'identité oder als Pass präsentieren, stellen für staatenlose Personen indépassable Barrieren durch. Wie wir an der Kommission über die Migration und Asyl geschwärzt haben, war das nicht mehr ein kleines Thema. Das ist zu Lützeburg kein grosses Problem. Am Dach gehen es immer Leute, bei denen keine Nationalität mehr viel leid. Weltweit sollen nach Schätzungen von der UN rund 4 Millionen Menschen staatenlos sein. Viele von diesen Personen waren aber nicht, wie am genannten Beispiel Opfer von einer menschenrechtswidrigen Denaturalisation, wir dürfen schon als staatenlose Person geboren oder sind durch andere äußerliche Umstände staatenlos gehen. Das ist also wichtig, hier eine Differenzierung zu machen, mit auch Vorenthalten von einer Staatsangehörigkeit als eine Menschenrechtsverletzung. Dieses Problem weist sich zum Beispiel am Fall von der Bidun, die keinen offiziellen Status als Bürger von Kuwait tun, an häufig keine Identitätspapiere besitzen, und so von den Bürgerrechten ausgeschlossen gehen. So ist am Land eine Zwei-Klasse-Politik entstanden, die Menschenrechtsverletzungen von einer Klasse toleriert,
während der Janer begünstigt geht. Ein ähnlichen, wann aber für die Region noch ganz spezifischen Problem gibt es an Israel. Auch hier ist das Problem von der Staatenlosigkeit nicht unbekannt. An Recht auf eine Citoyenität, Verbot von Diskriminierung und Recht auf Leben und Freiheit vielfältig eingeschränkt, während eine Zwei-Staaten-Lösung immer mehr extrem unwahrscheinlich schenkt. Herr Präsident, es sind an ein paar Minuten gerade auf 6 verschiedene Länder ergangen, denen eigentlich jeweils eine eigene Aktualitätsstunde oder eine Interpellation gewidmet gehen. Und es werden ein 3 Beispiele aus weiteren Ländern kommen. Wenn ich in 10 Minuten eine Tour durch den Mittleren und nur in Osten mache, da geht man nicht darum, ein Urteil darüber zu fällen, wo es die schlimmsten Menschenrechtsverletzungen gibt. Da geht es mir nicht darum, Menschenrechtsverletzungen von einem Staat durch Durchstellung von anderen Verstößen an einem anderen Staat zu relativieren oder sogar zu exkusieren. All Menschen, die wenn seiner politischer Überzeugung an Prison sitzt, die wenn seiner sexueller Orientierung gefoltert wird, die kein Eigentum, keine Bildung kriegt oder den sich nicht frei bewegen kann, weil er an dem Territorium, an dem er lebt, nicht verlassen darf, als zu viel. Han hat all Beispiel von Menschenrechtsverstößen individuell Schicksaler, kein Einzelfall relativiert den anderen. Wenn schaut so viele Beispiele aufhören, da machen Stadt an der Hoffnung, dass das Bewusstsein für die Situation am Norden am Mittleren Osten dadurch mehr konkret wird. Wenn ihn an den Medien von Gewalt gegen Frauen am Afghanistan hört, analysiert, dass am letzten Rapport von Amnesty International steht, dass 3500 Mädchen im Jahr 2017 auf von Taliban besetzte Gebiete nicht mehr an die Schule konnten gehen, da verschwindet an der Abstraktheit von den Zahlen an der Masse von den Fällen viel zu oft der persönliche Leid von all einzelnen Menschen. Es fehlt uns heute nicht ein Informationskanal, wie über Menschenrechtsverletzungen gewurt zu gehen, weil es fehlt also Bewusstsein dafür, was wir da überhaupt hören und gesehen. Wenn an den Medienberichten geht, sind über Bombardamente aus Syrien oder Libyen, über 1 Million syrische Flüchtlinge am Libanon oder über die humanitäre Krise an Präsenz von Kanadsoldaten am Jemen, dann holen wir diese Informationen oft just nach nebenbei vor. Da riecht also Blick sich nicht auf die Menschen, da sind mir just eine Überschrift mehr an der Zeitung, die ausgesagt, weder schon so viel für drin. Ja, Menschenrechte an 12 von ihren Missurchtungen sind abstrakt. Die ganz konkret an aktuellen Menschenrechtsverletzungen sind aber nicht. Dafür dürfen man nicht weggucken. All Einzelnen haben noch all Einzelnen draußen hat die Möglichkeit, durch seine Stimme und seinen Blick an den Nahen und Mittleren Osten einen Unterschied zu machen. Der Fakt, dass Exekutionen an einer am Westen im Stritten Urteile, am Bahrain oder Saudi-Arabien beispielsweise oft ob dich gelöscht gehen und denen westliche Aufmerksamkeit tendenziell geringer ist, weisen, dass es diese Länder nicht egal ist, wie andere über zu denken. Das Ausland klangers an einer Stimme lange nicht viel Gewicht hat, entbindet es nicht von unserer Pflicht, unseren Beitrag zu leisten. Dafür habe ich diese Aktualität schon heute angemeldet, weil es mehr wie je aktuell ist, dass Menschenrechte am Nahen und am Mittleren Osten mit Face getrippelt gehen. Demonstranten, die für ihre Demokratie oder für ihre demokratische Rechte auf die Straße gehen von Militärpolizisten niedergeknüppelt, gehen angesperrt an Masseverurteilungen, verurteilt an Dono, erschossen, gekappt, gestängert. Bref, der Mensch als innovativ und darum geht, andere Leute Leid oder den Tod zuzufügen. Schlussendlich gebe ich mich aber nach freuen, wann der Minister als eine Antwort am Schluss von dieser Aktualitätsstunde nach ein bisschen Zeit gefunden, für ein paar konkret Fragen zu antworten. Ginnet oder kennt nicht an Zukunft von Lützeburgischer Seite aus offen gehen für Menschenrechtsverteidiger, die aufgrund von ihrem Engagement Repressionen ausgesetzt sind, humanitär Visen auszustellen. Wäre in dem Kontext sogar denkbar, Menschenrechtsverteidiger die Lützeburgische Nationalität anzubieten, falls sie denaturalisiert werden. Wie geht mit staatenlosen Personen umgehen, die zu Lützeburg kommen? Wie geht geklärt, ob diese Personen wirklich keine Citoyenität mehr haben, respektive wie sie das könnten rekuvrieren? Wie können die Einzelbürgerinnen und Bürger, die den Menschenrechtsverteidiger am Opfer von Repressionen am Nahen und Mittleren Osten gerne ihre Unterstützung zukommen lassen, das der Minister seiner Einschätzung noch am besten machen? Das sind ein paar konkrete Fragen, schön aber auch noch ein paar konkrete Aufforderungen und Regierung, wenn es um Menschenrechte geht, nämlich den Kontakt zu sichern mit den Ländern,
bei den Ländern dafür zu intervenieren, mit menschenrechtswidrige Praktiken abzuhalten, den Druck aufrechtzuerhalten, und gleichzeitig dann regelmäßig der Chamber Rapport darüber zu gehen. Dafür deposieren dann noch eine Motion, Herr Präsident. Merci. Und dann vielmals merci. Merci viel.